Dank, dass wir hier zu Gast sein dürfen. Ich muss mich auch am Anfang sofort auch bei der Pro Helvetia bedanken, dass die uns das ermöglicht hat, dass wir hier sind. Und auch bei der Schweizerischen Botschaft, die haben auch mitgeholfen, dass ich die Ehre habe, heute die Schriftstellerin Friederike Kretzen Ihnen vorzustellen. Sie ist Schweizer Autorin, sie lebt seit 1983 in der Schweiz, sie kommt aber eigentlich aus Deutschland und das kommt in ihren Werken, wie Sie später sehen werden, immer wieder vor. Also sie schreibt über die Erfahrung, die sie in Deutschland gemacht hat, aber darüber vielleicht ein bisschen später. Sie wird heute uns Einblick gewähren in ihre Schreibwerkstatt. Bevor sie das macht, würde ich aber gerne ein bisschen ihre Stimme hören, also ihre literarische Stimme. Und ich würde Sie bitten, dass sie uns den Anfang liest aus ihrem letzten Buch, aus ihrem letzten Roman, Bild vom großen Mond. Gut, vielen Dank. Also ich bedanke mich auch, tutti quanti. Und finde es natürlich sehr schön, hier zu sein und in so Kölscher Nachbarschaft, das ist auch ganz schön. Und ich habe tatsächlich für nachher ein Kapitel ausgewählt, da werden die Heiligen Drei Könige wichtig sein. Und die Heiligen Drei Könige, von denen liegen die Gebeine im Kölner Dom. Und ich bin mit meiner Mutter, also Leverkusen konnte man mit der Straßenbahn nach Köln fahren, ich bin immer mit meiner Mutter nach Köln gefahren. Vor allen Dingen am 6. Januar, da kommen die Heiligen Drei Könige und wir sind dann immer in den Kölner Dom und ich glaube bis heute zerbreche ich mir den Kopf, wie die Knochen von 3 heiligen Königen in so einem kleinen Schrein sein können. Den kann man da immer noch sehen. Ja? Und als Kind, also ich habe wirklich so, je länger und je älter ich werde, komme ich an so Phantasmen aus der Kindheit, die aber einfach nicht aufzulösen sind. Und ich habe manchmal das Gefühl, ich hätte meine ganze Kindheit durch immer irgendwo rumgestanden und gedacht, wie soll man das verstehen können? Ja. Und da gehören eben auch diese Heiligen Drei Könige dazu. Und dieses Buch ist eine Reise nach Persien, ich sage jetzt auch ganz bewusst Persien. Und diese Heiligen Drei Könige, die kommen wirklich aus Persien. Und das habe ich auch eigentlich erst durch das mich selber in Bewegung setzen begriffen, dass die eigentlich aus Persien kamen, bis zum Kölner Dom, also dass meine Erfahrungen von Persien sehr weit zurückreichen in meine Kindheit. Es gibt auch mal so ein Kapitel auch über diese Kirchen in Köln und die kann ich auch nur jedem empfehlen. Das sind unglaublich tolle Kirchen, leider ziemlich zerstört. Gut, also ich fange ein bisschen am Anfang an und das sieht auch erstmal so aus, wie wenn da irgendwie Persien nicht vorkommt, aber es kommt dann schon. Das ist ein Motto vorneweg. Als ich Kind war, reiste ich auf den Mond und kam nicht mehr wieder. Seitdem träume ich von der Erde und meine mich. Das ist jetzt der Anfang vom 2. Kapitel und der Titel ist Kino. Ich erinnere mich, dass wir ein paar Kinder waren, laufen zwischen Leintüchern, die sich im Wind bewegen, schaukelnde Segel, die an der Wäscheleine hängen. Mit erhobenen Händen werfen wir uns gegen die Tücher, strecken uns ihnen entgegen. Wogen aus Leinen, von denen wir uns über die kleinen Körper streichen lassen. Tuch um Tuch sinken wir hinein, die Augen geschlossen, den Kopf im Nacken. Wir können nicht genug bekommen. Wieder und wieder werfen wir uns gegen die nachgiebigen Wände, als wären wir schwankende Bilder aus Licht und Schatten, die schneller laufen, als sie versinken können. Laterna magica der kleinen Körper machen uns unser leibhaftiges Kino vor. In unseren Herzen stürmen die Steppen, die Wüsten, donnert der Hufschlag blutschwitzender Pferde. Körper und Schatten wie flatternde Fahnen. Und wir flüstern im Wind, im Aufruhr zwischen den Tüchern.
gib uns ein Morgenlicht. Dann hält alles an. Sturm und Angst und Wüste legen sich uns zu Füßen. Wir stehen im Hof unserer Großmutter, sehen hinauf zum Osten, gleich hinter dem Bayerwerk mit dem brennenden Kreuz. Unter dem sind wir zur Welt gebracht worden, in der großen Zeit nach der Zerstörung. Das deutsche Wirtschaftswunder lodert aus Kaminen, verdüstert den Himmel, vergiftet noch den kleinsten aller Flüsse. Wie alle Kinder wissen wir, als wir Kinder sind, nicht, dass wir Kinder sind. Was wir tun, tun wir ganz. Wir sind Wind, Schwerkraft, Vorstellung. Wir folgen den Eingebungen. Das ist mal so ein erster Anfang vom 2. Kapitel und jetzt lese ich das ganze 3. Kapitel. Reise zum Mond. Wir, das sind mein Cousin Berthold, den wir Beddi nennen, ein halbes Jahr jünger als ich, und seine Schwester Isabella, 2 Jahre älter, die Bella heißt. Mit ihnen reise ich das erste Mal in meinem Leben nach Persien, Gebiet innerer Anschauung, das weit über uns hinaus bis zum Mond reicht. Wohin wir uns während einer Kindervorstellung von Peterchens Mondfahrt aufmachen. Das Jahr ist 1960, ein Tag vor Weihnachten, an dem wir nicht von dieser Welt sind. Unsere Großmutter sagt, macht, dass ihr wegkommt. Unsere Mütter sagen das Gleiche. Sie wollen uns aus den Füßen haben. In Ruhe kochen, den Weihnachtsbaum schmücken, Geschenke einpacken, alles in Ordnung bringen, endlich mal die Kinder ihre Unruhe los sein. Auch diesmal ist es unsere Tante, die uns da rausholt. Weder Mutter noch Ehefrau fürchtet sich nicht, klagt nicht, macht keine Vorwürfe, hält uns die Stange. Auf sie ist Verlass. Kommt, sagt sie an diesem Tag der Vertreibung, wir gehen in die Rheinterrassen. Ich habe Karten für die Weihnachtsvorstellung. Wir ziehen unsere Helme aus Wolle mit Bommeln an, laufen ihr voraus, dem Rhein zu, die Strecke, die wir gut kennen, täglich gehen, um Milch zu holen oder wenn wir die Fähre nehmen dürfen. Unterwegs ein Bütchen, kaufen für ein paar Pfennige süße Waffeln mit rosa und weißem Schaum dazwischen, den wir Wolke nennen. Unsere erste Astronautennahrung. Später Nachmittag, der kürzeste der Tage, die Rauhnächte sind da, ziehen zwischen Fluss und Fabrik durch die alten Straßen am Rhein. Die kleine und die große Kirchstraße rauf, die Niederfeldstraße runter, ihr kalter, harter Atem. Wir fliegen den Rheinterrassen zu, schon seit Tagen aufgeregt. Adventszeit, die Lichter von Sonntag zu Sonntag eines mehr, dazu die Türchen des Kalenders, morgen das letzte, das große in der Mitte, vorher noch einmal schlafen. Nun sind wir da, die Rheinterrassen, vor vielen Jahren ein lichtdurchströmtes Ausflugslokal, direkt am Rhein, der einmal blau war, nicht grau, nicht rot oder gelb, wenn wieder irgendwas in der Fabrik, die unsere Zukunft ist, ausfällt. Die Terrasse mit den weißen Stühlen und Tischen, Sonnensegel gegen die Sonne, der ziehende Himmel über dem Fluss, Blick auf die andere Seite mit den hohen Bäumen. Im Sommer winken uns an klaren Tagen ihre silbernen Blätter herüber. Nun ist alles abgeräumt, die Terrasse grau, Fugen und Mauervorsprünge von Ruß verkrustet. Die großen Fensterscheiben beschlagen. Im Restaurant dieselbe Aufregung wie die zu Hause. Das Licht dunstig, warm, auf den Tischen grüne Weihnachtsdecken, Kerzen, in der Ecke neben der Theke ein Tannenbaum, mit Lametta geschmückt, Kugeln, in denen sich der Raum spiegelt, verzieht, schief steht, ganz rund wird. Es ist laut, viele Kinder mit Großeltern und Tanten wie wir. Wir bekommen Limonade und Plätzchen mit Schokoladenüberzug, schauen durch die hohe, lange Fensterreihe, wo sich im Dunkeln die vom Fluss durchströmte Bucht der rheinischen Tiefebene bis zum Meer ausdehnt.
Noch sind die großen Türen zum Saal, in dem lange vor dem Krieg Tanzveranstaltungen gegeben wurden, geschlossen. Davon hat mir meine Mutter erzählt, ihre Brautzeit, neben ihr mein Vater. Sie haben Wein getrunken und dann miteinander getanzt, bis der Krieg da war. Beim kleinsten Geräusch drehen sich die Köpfe der Kinder zur Tür, als wären sie Eulen. Schauen, starren, dann öffnet sich der Saal. Ein Sturm, herumwehen zwischen Stühlen und Bänken. Es wird geschrien, gerannt, gestürzt. Wir halten uns an den Händen, dicht um die Tante gedrängt, suchen unsere Plätze. Vor uns die Bühne, noch von einem schwarzen Samtvorhang verdeckt. Das Licht wird weniger, geht unter, der Atem aus, völliges Dunkel, schon nicht mehr auf der Erde. Der Vorhang hebt sich, die Augen gehen über. Wie von selbst lösen sich die Füße vom Boden, auch die der Stühle. Die Bühne, wir schlüpfen aus, alles rückt ab, still gleiten wir, sind schon auf der Umlaufbahn, als auf der Bühne der Mond erscheint, riesig, bleich, die Schatten seiner Täler deutlich zu sehen. Mond, o Mond, rufen wir, unser altes Kinderlied. Peter tritt auf, seine Schwester, der Maikäfer, der Bär, der Sandmann, werden von Erwachsenen gespielt. Wir sind hier im Theater der Kinder des Olymp. Uns hält nichts mehr. 10, 9, 8, 7, Ground Control, 6, 5, 4. Kommt doch mit, rufen wir den anderen Kindern im Saal zu, unter denen auch wir sitzen. Wir warten auf euch. Wir müssen jetzt los, höchste Zeit. 3, 2, 1. Jetzt rufen wir unsere Adresse Dark Side of the Moon und schwingen uns auf. Aus der Ferne sehen wir die Erde, wie sie sich um ihre schiefe Achse dreht. Seekranker Planet, dem nicht zu trauen ist. Uns wird schwindlig. Wir hören ein Aufrauschen. Die 7 Brüder, die verwandelten Schwäne, manchmal sind es auch 12. Sie fliegen mit dem ersten Licht am Morgen, nehmen dabei all das, was hinter ihnen liegt, wie ein Tuch auf, erheben sich mit ihm ins Gebiet der Vorstellungen und Träume, in dem ein anderes Blut fließt, ebenso notwendig wie das, das sich in uns dreht. Und wo im Kinderkörper das Herz schlägt, atmet im großen Raum der Imagination der Mond. Spiegelt das Licht ferner Sonnen wider den ganzen bestirnten Himmel, Planeten und Sterne, die wir uns an den Haaren herbeiziehen, aus den Fingern saugen, ins Dunkle hängen. Möge euer Schatten wachsen, der alte Gruß der Perser an die abendlichen Reisenden, wie sie auf der Erde gehen, noch halb zu den Toten gehören. Gebiet anderer Zusammenhänge, die sich nicht in Morgenland und Abendland auftrennen lassen, weder in Sinn noch in Unsinn. Nur immer wieder dieser Aufschwung in Richtung auf sich selbst zu, wer auch immer das werden wird. Nacht der Kinder und des Monds, in deren Gesellschaft ich an einem kalten Märztag nach Teheran reise, unseren Schatten folge, unserem Kino, den laufenden Bildern, in denen wir untergehen und manchmal tauchen wir als andere daraus wieder auf. Dankeschön. Also wir haben hier jetzt einen Einblick bekommen in die Welt der Kinder, also Kindheit. Und das kommt eigentlich in deinen Werken immer wieder vor. Also Rückblick in die Kindheit. Also auch in die Ander handelt das und auch in anderen Werken. Also sind wir immer wieder in Leverkusen oder in der Kindheit. Was bedeutet denn dieser Rückblick? Warum immer wieder zurück in die Kindheit? Ja, also ich denke ja, dass es eigentlich nicht zurück ist, sondern nach vorne. Also, weil
also man hat ja eigentlich gar keine Wahl, außer dahin zurückzukehren, von wo man kommt, weil man ja gar nicht weiß, wo man herkommt. Also man täuscht sich zu meinen, wenn man meint, man wisse, woher man kommt. Und wenn man Glück hat im Leben, kann man begreifen, dass man sich oft getäuscht hat in der Annahme, was gewesen ist. Und außerdem ist es ja auch in der Fremde, ich glaube ja auch die Fremde und die Ferne bringen einem ja wirklich von vorne eigentlich das zurück, was man kennt. Ja, also das Vertraute. Also, und das ist was ganz Tolles, wenn man plötzlich irgendwo sitzt in Teheran. Es gibt hier auch eine Stelle, wo die Ich-Erzählerin sitzt in Teheran auf so einem Plastikstuhl und trinkt so frisch gepressten Saft und hat das Gefühl, ja, hier bin ich eigentlich geboren, hier komme ich her. Ja, also so, und drumherum die Autos, es ist unheimlich laut und chaotisch und so. Es ist aber ein unheimlich toller Platz. Und ich denke, sowas bewegt mich eigentlich immer wieder dazu, mir auch meine Herkunft immer wieder neu zu erfinden. Also was nicht heißt, dass ich nicht von wo komme, aber daran kann man arbeiten. Und auch in Bildern sich bewegen. Ich glaube, also ganz wichtig ist auch dieses Kapitel Kino. Nicht? Also wie das Kind oder wie die Kinder das Kino, aber auch sonst, du schreibst sehr viel über Filme, Kino in deinen Werken. Übrigens, auch das Buch beginnt ja mit Kino. Ja. Und dann vielleicht also Natascha, Paul und Veronique, da spielt Kino auch, Wim Wenders, Godard. Also kannst du etwas von deiner Beziehung zu den Filmen, zum Kino erzählen? Also es sind natürlich bestimmte Filme und es sind auch wirklich, für mich sind so, also tatsächlich, oder anders nochmal, also ich habe als Kind in so einer schönen, also es waren so 4 Häuser nebeneinander, waren immer 2 Familien drin und da wohnten überall Witwen, Kriegswitwen. Und ich bin immer zu denen in die Häuser. Es gibt irgendein Buch, da beschreibe ich das auch. Ja. Und dann habe ich immer Postkarten, also so Ansichtskarten gesammelt, weil das immer so tolle Bilder gab. Und ich habe heute noch eine alte Zigarrenkiste mit Postkarten, die ich mir aus der Nachbarschaft sozusagen zusammengesammelt habe. Ich habe gesagt, ob sie noch brauchen. Dann haben sie gesagt, brauche ich nicht mehr. Dann habe ich sie mitgenommen und gesammelt. Und ich habe immer Bildchen angeguckt. Und ich glaube, dass Bilder mir wirklich immer auch Welt erschlossen haben. Also das ist mal das eine. Und ich glaube, die Erfahrung von Kino und von Bildern und Bildmontage, also sind ja eigentlich, also jetzt hier in diesem Buch ist es sehr stark Abbas Kiarostami, dieser iranische Filmemacher, und auch Wim Wenders kommt hier auch wieder vor, sehr viel Godard, und das sind eigentlich alles für mich Filmer, die sehr viel mit Montage arbeiten, also mit dem, wie folgt ein Bild auf das andere, wie folgt eine Einstellung auf die andere, und das sind für mich eigentlich alles die Vorgänge des Erzählens. Also ich lerne dabei, wie kann man erzählen, wie kann man anders erzählen. Und es sind natürlich auch immer so, also wenn man immer in der Sprache ist es unglaublich so, es befreit oder es öffnet, wenn man ab und zu Bilder sieht, wo keine Sprache ist, und das wieder der Sprache zuzuführen. Also ja, das ist ja ein völlig anderes Medium, aber zugleich, wie kann ich das sprachlich weiter verwenden? Also in der Sprache komme ich nicht auf die Idee, auf die ich, wenn ich ein Bild sehe, die ich sehen kann. Und das sind natürlich auch ganz, ganz, ganz wesentliche Vorgänge für mich. Ist auch jetzt wieder, also ich sitze an einem Japan-Projekt und da sind es auch wieder Filme, ja, also, die mich sehr beschäftigen. Okay. Und du arbeitest ja auch als Dozentin am Bieler, am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel. Und arbeitest du auch da, also mit Filmen, oder wie sieht deine Arbeit da aus? Also das habe ich gestern schon mal erzählt. Also ich habe eigentlich 92 angefangen zu unterrichten an Kunsthochschulen, und das war noch so eine Zeit, wo wir eine Woche Zeit hatten, also um an einem Projekt, an einem Thema zu arbeiten. Und ich war damals noch ziemlich jung und ich habe nie eine Lehrerausbildung gemacht. Ich habe einfach mal probiert. Und dann war das so, dass wir nach der Mittagspause sah ich, dass die Studierenden so mit dem Kopf auf dem Tisch lagen. Ja. Und ich dachte, mein Gott, was mache ich jetzt? Ja. Das war wirklich furchtbar. Ja. Da war ich in Schock. Ja.
Und dann bin ich auf die Idee gekommen, dass wir am Morgen intensiv schreiben und arbeiten und am Nachmittag Filme gucken. Und ich dann auch sagen konnte, schlaft ruhig, weil das ist Teil des Prozesses, in dem wir sind. Also es ist ein Teil des Erkennens und des Arbeitens an einem Thema. Und das war fantastisch. Ja? Also ich habe das ungefähr getarnt, dass ich das nicht immer mit ansehen muss, dass die schlafen. Aber also zugleich habe ich eigentlich auch, ich habe ja, bevor ich eben nach Basel zog, habe ich im Theater gearbeitet. Und ich kann das im Grunde auch nur sagen, also wenn man schlafen konnte im Theater, war es gut. Ja, also ich finde, wir unterschätzen den Schlaf, der hat was sehr Produktives. Man muss ihn nur irgendwie einbauen. Ja, also jetzt, wo du erwähnt hast, du hast am Theater gearbeitet, nicht? Das sieht man ja auch, also in deinen Büchern, Natascha, Paul und Veronique, und dann Übungen zu einem Aufstand. Das sind Theaterleute, da sieht man also auch Erfahrungen. Du hast in München als Dramaturgin gearbeitet. Was war denn das für eine Erfahrung? Also am Residenztheater. Ne? Das war so meine letzte Station im Theater. Also vorher habe ich ich habe Soziologie studiert und dann habe ich am Gießener Stadttheater so angefangen, Assistenzen und Hospitanzen zu machen. Und habe ein halbes Jahr in so einem kleinen, provinziellen Drei-Sparten-Theater gearbeitet. Und die haben sogar noch Musicals gemacht. Also es war wirklich irre. Ja. Und das war eigentlich meine schönste Zeit im Theater, weil ich da alles gemacht habe. Also ich habe Requisite gemacht, ich war eben Soufflöse, ich habe Assistenz gemacht und habe so wirklich den ganzen Betrieb so von oben bis unten kennengelernt. Okay. Und dann war ich dann nachher, also dann habe ich noch mit Schauspielschülern gearbeitet, das ist in Köln, dieses Buch, Natascha, Veronique und Paul, das geht wirklich sehr stark über eigentlich den Prozess, wie er erarbeitet, mal ein Stück. Ja. Und dann das Residenztheater, das war dann eigentlich für mich, wo ich merkte, das ist alles so mächtig und es ist so viel und es sperrt so ein, dass ich nicht zum Schreiben komme. Also es war im Grunde, ich kann nicht schreiben im Theater. Ja. Okay, und dann hast du das Theater aufgegeben und mit dem Schreiben begonnen. Und begonnen hast du ja mit einer Trilogie. Und zwar, das heißt Frauen ohne Männer. Die Soufflöse, du hast ja erwähnt, du hast ja auch als Soufflöse gearbeitet. Soufflöse, die Probe und ihr blöden Weiber, das ist eine Trilogie über Frauen ohne Männer. Und ich glaube, also ich muss diesen Satz lesen, also der mir immer wieder in den Sinn kommt. Der Jungenbus fährt als erster vor die Kirche, dann kommt der Mädchenbus und schon haben wir verloren. Die holen wir nie mehr ein. Das ist eine Erzählerin, die einen Ausflug beschreibt. Ja, das Schicksal. Ne? Ich meine, der erste Bus ist der von den Jungen und der zweite für die Mädchen. Wenn man Mädchen steigt mal in den zweiten ein und kommt nie mehr dahin. Ja, das ist völlig klar. Die Busfahrer sorgen auch dafür. Ja, ich meine, nein, das ist natürlich so. Also wie hast du denn diesen Plan gemacht für eine Trilogie und dann Frauen ohne Männer heißt es ja? Ja, das ist einerseits ist es tatsächlich so die Umkehrung eines Hemingway-Titels, also Männer ohne Frauen. Das sind alles so Helden. Also Männer ohne Frauen sind irgendwie super. Also auch wenn sie noch so verlieren und tragisch irgendwie ihren letzten Boxkampf machen, obwohl sie nicht mehr können, aber das sind so richtige Helden, ja. Und ich dachte, wenn man das umkehrt, sieht das sehr anders aus. Es sieht eigentlich irgendwie eher wie so eine Schmach aus, ja. Frauen, die keine Männer kriegen, das kann wirklich nicht sein. Also es hat mich natürlich interessiert und das ist natürlich auch eine Provokation. Und tatsächlich dann eigentlich auch, also diese Überlegung, wo sind überall Frauen, wo arbeiten die wo sind nur Frauen? Ja, also was gibt es für Berufe, Tätigkeiten, die nur Frauen machen? Ja. Und eben auch alleine und isoliert und ja. So. Also ich glaube, das hat mich so interessiert. Okay, zuerst Frauen ohne Männer, dann kommt die Kindheit und Jugend, Pubertät, ich bin ein Hügel. Und dann der Titel eines von deinen Büchern heißt ja Übungen zu einem Aufstand. Und ich glaube, also da sieht man schon also diesen Übergang, also zur Jugendzeit, zur Revolution, zu Versuchen, also auszubrechen aus einer Welt. Und ich glaube, also da sieht man dann auch schon
Anfang deines Reisens. Kannst du etwas über das Reisen sagen? Also Ja. das hat ja sehr früh begonnen Ja. und ist sehr weit gegangen. Ja, also klar, man weiß das ja selber nicht. Man macht sich auf die Reise und weiß nicht, dass das nicht die letzte ist. Und, also eben, das ist tatsächlich, ich bin mit 20, also das hört sich so komisch an. Also ich habe noch eine Freundin aus dieser Zeit und wir sagen eigentlich beide, ja, man ist einfach mitgefahren. Also ich hatte die Möglichkeit, nach Indien mitzufahren und bin nach Indien mitgefahren. Also in einem Mercedes und wir sind über Land gefahren und 3 Monate später war ich wieder zurück und habe nichts mehr verstanden. Also es war wirklich so, im Grunde könnte man sagen, eine Initiationserfahrung in nicht mehr verstehen. Und vorher dachte ich, ich verstehe alles und weiß, wie das geht und war Trotzkistin und eben konnte die Gesellschaft analysieren und danach konnte ich gar nichts mehr verstehen. Weil dieser Unterschied oder dieses Zweierlei, diese Entfernung, diese Unvergleichlichkeit, das hat mich irgendwie wahnsinnig affiziert. Das Gefühl, ich muss daran arbeiten, wie kann ich eigentlich, also die Erfahrung, wirklich in Indien zu sein und 8 oder 10 Stunden später in Frankfurt zu sein und diese Welten existieren nebeneinander. Und wie kann ich das eigentlich in mir vereinen? Also diese völlige Differenz. Und gut, das ist dann eigentlich so fast so, das war eigentlich dann mein Studium. Also so, ja, so wie kann man also so das, was so ganz was äußerste Antipoden sind, wie kann man das versuchen zu verbinden? Und das ist eigentlich, es gibt von Alexander Kluge so einen tollen Film, der heißt, der Kluge ist auch so ein Filmemacher, den ich sehr toll finde. Und von dem ich sehr viel gelernt habe und der ist auch, also ich habe in Gießen studiert und der war in Offenbach und der ist manchmal gekommen und hat seine Filme mitgebracht und die dann gezeigt. Also das war wirklich toll mit ihm. Und es gibt eben einen Film, ich glaube, der heißt Die Patriotin und da gibt es diesen einen Satz von dieser Patriotin, dass sie meistens verwirrt ist, aber dass Verwirrung eine Frage der Zusammenhänge sei. Und das finde ich einen so wichtigen Satz, ja. Also dass eben, seitdem denke ich muss daran arbeiten, immer noch verwirrter zu sein, weil dadurch versuche ich immer mehr Zusammenhänge auch zu balancieren, also um etwas zusammenzudenken. Und zwar oft das, wo man denkt, das kann man überhaupt nicht zusammendenken. Und dann ist es ja, was ich eben auch schon mal sagte, ganz verblüffend, wie man dann merkt, das ist aber verbunden. Also wie die heiligen drei Könige, die ich wirklich von Kindheit an kenne und die eine feste Größe sind. Und dann begreife ich, die kommen aus Rages und Rages war eigentlich die Stadt, bevor Teheran gegründet wurde. Das ist, ja. Oder wie Japan und Persien Ja. und Indien verbunden sind. Genau. Also ja. das vielleicht auch interessant. Du hast jetzt erzählt, du warst in Teheran. In Indien warst du nicht nur einmal. Ja. Vor kurzem warst du in Japan und versucht auch da Verbindungen zu Versuche ich knüpfen. jetzt, ja. Das Fremde, das eigene. Also Ja. wie zeigt Ja, sich es kann das? sein, dass ich an Japan scheitere, aber das weiß ich noch nicht. Ja. Also ich bin die ganze Zeit eigentlich so ein bisschen so innerlich damit so denke ich, naja, Japan, also was ich lese, was es so an so Zugriffen auf Japan gibt, das ist oft unheimlich kitschig und stereotyp und uninteressant und ich habe das Gefühl, das ist so widerständig, da kann man eigentlich gar nichts zu sagen, aber das ist natürlich interessant. Ja. Also das ist nochmal so hätte ich auch nicht gedacht, ja, aber da bin ich jetzt und ja, das ist auch, ich lese gleich noch ein Kapitel, wo sich für mich auch eigentlich ganz viel verbindet. Also auch so tatsächlich, ich bin sehr froh, dass ich nie Germanistik studiert habe, muss ich jetzt sagen. Schön. Also als eine, die schreiben will, ja, also, sondern genau, Soziologie. Ja. Ja. Weil eigentlich eine gute Soziologie ist eigentlich, finde ich immer, ist genaues Beobachten und Berichten und Erzählen. Also für mich ist Soziologie sehr nah am Erzählen und hat da ein freieres Feld. Ja.
Und also ich wäre heute noch völlig unfähig, irgendwie Literatur zu systematisieren, in irgendeiner Form. Ja? Also deswegen bin ich froh, dass ich nicht studiert habe. Bevor du dann ein bisschen liest aus dem Buch, erzähl uns doch noch ein bisschen von deinem Gespräch mit der Katze. Genau, also das ist eben auch, und das kommt nach auch im Kapitel, also da geht es um Foucault, weil Foucault war in Teheran und hat über die iranische Revolution berichtet. Foucault war für mich im Studium sehr wichtig, genauso wie Levi Strauss, dieser Ethnologe, ich habe auch Ethnologie studiert, und den habe ich wirklich vor meiner ersten Indienreise auch schon gelesen gehabt, die traurigen Tropen, ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Wenn Sie es noch nicht kennen, sollten Sie es unbedingt lesen. Es ist ein Buch, das hat er in den 50er Jahren geschrieben, geht aber auf Erfahrungen zurück, die er in den 30er Jahren im brasilianischen Dschungel gemacht hat. Und da ist er, glaube ich, wirklich 3-4 Monate mit den Ureinwohnern durch den Dschungel gezogen. Und ich glaube, eine Erfahrung, die ihn unglaublich beeindruckt und beeinflusst hat. Und er schreibt, dass er wirklich über 30 Jahre gebraucht hat, um eine Form zu finden, das erzählen zu können. Also das so berichten zu können, dass es für ihn auch stimmt. Und dass er auch denen, wie er so schreibt, denen er so viel verdankt, dass sie ihn mitgenommen haben und in ihr Leben mit aufgenommen haben, dass er denen gerecht wird. Und am Ende dieses Buchs, also die traurigen Tropen, also er beschreibt einfach, wie diese Lebensformen verschwunden sind, wie sie verschwinden, wie sie abgetötet werden. Und er beschreibt einfach so, ja, dass wir eigentlich dabei sind, uns wirklich völlig zu immunisieren und abzuschließen und einzumauern. Und dann beschreibt er, dass es ein Moment der Gnade sein könnte, dass wir durch den Riss in der Mauer das Gespräch mit einer Katze versuchen. Also so enden müssen sie, also das ist auch, finde ich, völlig verblüffend, wenn ich das jetzt so sage, denke, ja, das ist ein bisschen kitschig, nein, aber das Buch endet tatsächlich so und finde ich das auch so großartig, dass ein so großer Gelehrter, der so viel erfahren hat, sein Buch endet mit so einem Bild. Ja? Und das war für mich jetzt, ich trage das Bild schon ganz, ganz lange mit mir, also eigentlich ist die Katze schon unablässig aktiv, aber jetzt hier in diesem Buch habe ich sie dann wirklich sozusagen zu Wort kommen lassen und sie führt mich dann auch am Ende in ein Museum, in ein naturhistorisches Museum, was aber geschlossen ist und was eigentlich für mich wirklich ein Ausschlag war, das Buch zu schreiben, weil ich war in Isfahan und bin in dieses Museum reingeraten und dachte, das gibt es gar nicht. Also so was da ausgestellt war und wie das auch am Zerfallen war und zugleich aber auch so resistent dem Verfall gegenüber. Ja. Also es ist eben voll mit Pflanzen und Tieren und alles ist durcheinander. Und dann war es aber, ich wollte eigentlich da rein und dachte, das muss ich alles aufschreiben. Ich muss jedes Wesen, jedes Objekt beschreiben. Und dann war es aber geschlossen, ich kam da nie mehr rein. Aber jetzt komme ich mit der Katze da rein. Und die Katze, die hast du dann in Persien dann tatsächlich getroffen? Ja, das eben auch noch, das war aber auch wirklich verwunderlich, weil ich auf den Reisen vorher hatte ich eigentlich immer wieder nur mitgekriegt, dass auch die Hunde weggejagt werden, die Katzen werden weggejagt, weil das als unsauber gilt, solche Tiere. Und in Teheran steige ich aus dem Auto im strömenden Regen und dann kommt mir gleich die Katze entgegen. Also es war wirklich, es war ja so, ne, wie das halt immer ist in der Wirklichkeit. Die ist dann immer viel fiktiver, als man sich das in der Fiktion ausdenken kann. Ja. Und vielleicht noch zu dem Kapitel, was ich noch lesen möchte, das geht nochmal, das ist dann auch nochmal eine Verbindung zu Indien, auf eine Erfahrung zurück, die ich tatsächlich in Mumbai gemacht habe. Da habe ich in der Wohnung des Schweizer Konsuls gesessen, da war ich zu Gast und es gab so schöne Glasfenster raus und es ging aufs Meer direkt. Also toller Blick aufs Meer. Und ich war mehrmals dort und war mir eigentlich immer sicher, dass das einfach the Indian Sea ist da draußen, also Indischer Ozean.
Und dann habe ich irgendwie mal gefragt, wie heißt das denn da draußen? Und dann sagte Arabian Sea. Und da ist mir wirklich, also das finde ich auch was sehr Interessantes, dass man irgendwie mit festen Vorstellungen, mit festen geografischen Gebilden im Kopf lebt und plötzlich sitzt man da und dann heißt es Arabian Sea und dann ist mir eingefallen, da auf der anderen Seite ist ja Persien. Also es war mir wirklich nicht in der Vorstellung. Ja. Also es war wie so ein Blindfleck. Ja. Gut, Dürfen wir ja. jetzt bitten? Noch Ja. ein bisschen. Das ist eigentlich auch noch ganz vom Anfang des Buchs. 10. Kapitel, Foucault träumt. Schwarz gekleidet, Priesterinnen und Priester des Aufstands, reglos auf Dächern, Etage um Etage in den Rohbauten von Hochhäusern, auch Kinder dabei, dicht an dicht, stehen mit bloßen Händen da, haben keine Angst mehr, gehen nicht weg. Wenn sie nicht weiterkämpfen können, werden es die Toten für sie tun. Die vom Cinema Rex im August, die vom Schwarzen Freitag auf dem Jalais-Platz, von den Straßenkämpfen im ganzen Land. Und all die, die noch sterben werden, bis der eine Herrscher das Land verlässt, der nächste kommt. Bis alles von vorn losgeht, wie ein schlechter Traum, der nicht wahr sein darf. Am 5. November steht Herr Firus seinem Sohn gegenüber. Sie beben vor Wut, ihre Gesichter bleich, die Adern um Hals und Schläfen angeschwollen, lese ich. Der Sohn schaut seinen Vater an, der seinen Sohn, Auge in Auge. Und er wirft den Stein ins Geschäft des Vaters, in dem er groß geworden ist, hört nicht eher auf, bis alle Spirituosen, mit denen der Vater sein Leben lang gehandelt hat, vernichtet sind. Alles Glas zerbrochen, alle Behälter, alles Flüssige über den Boden ergossen, die Straße überschwemmt, noch Tage danach riecht es im Viertel nach Wein und Schnaps. Zur gleichen Zeit ist Foucault in Teheran, berichtet für den Corriere della Sera, will sehen, wie sich ein Volk erhebt, wie Ideen Wirklichkeit werden, nicht nur Diskurs. Ob es nicht doch noch einen Ausweg, eine andere Weise lebendig zu sein gibt. Will er das glauben? Nein, träumen. I had a dream. Vom Orient, der unendlichen Unzugänglichkeit, der Grenze, die uns von unserer Sehnsucht trennt, dem Land, aus dem wir nicht auswandern können. Das schreibt er Jahre vorher, so rasant wie schön. Vernunft und Wahnsinn, Orient und Okzident. Nie werden sie hinkommen, nie werden wir hinkommen, nie uns verbrüdern. Grenzenlose Grenze, die uns im Innern für immer von uns trennt, uns bewohnt, nie mehr verlässt. Jetzt ist er da, bezaubert, hingerissen, schon das 2. Mal und schreibt all das in den Wind. Ein Volk erhebt sich und mit ihm die Kinder, die Tiere, die Landschaften. Es sagt Nein. Das ist eine Tatsache, schreibt er. Hier ist nicht Kuba, nicht Vietnam, nicht China, keine marxistisch-leninistische Revolution. Er hört auf den Straßen Teherans die Stimme Savonarolas. Der Aufstand gegen die tote Schwere der westlichen Modernität geht über alle Grenzen, steckt an, verwirrt, lässt sich nicht fassen. Keine Beweise, nur Träume, Visionen, entfernte Ähnlichkeiten. Nacht für Nacht den Kopf verlieren, wie es weitergeht, was es bewirken wird, das Ende. Nichts davon ist klar, nichts davon steht fest. Das ist die Kraft, die Foucault jäh ins Träumen bringt, von einer politischen Spiritualität, die sich äußert, wo wir nicht sind, die wirkt, insofern wir fehlen,
und es wagen, unserer Abwesenheit ins Auge zu sehen, dem offenen Bild des Fremden. Immer wieder geschieht es mir, dass Menschen, mit denen ich auf der Straße, in der Metro, im Haus der Freundinnen ins Gespräch komme, mir erzählen, was sie zur Zeit des Aufstands gemacht haben. Selbst die, die noch nicht geboren waren, sagen, ohne dass ich sie danach gefragt hätte, da war ich noch nicht geboren. Als würden sie im Schlaf sprechen, von Sinnen und aus einer Zeit außerhalb ihres Lebens, die sie genauer kennen als die, in der sie leben. Mariam ist 2 Jahre alt, Jaleh 3. Die Eltern haben sie ins Dorf der Großeltern im Norden, oberhalb Teherans, gebracht. Die beiden erzählen mir von den Kindern auf dem Nachhauseweg von der Schule, den aus den Heften gerissenen Seiten, ins Blut der Toten auf der Straße getaucht, zur Warnung der nachdrängenden Demonstranten. Flugschriften mit Blut geschriebene Hausaufgaben vom Boden aufgelesen. Schreiben lernen zu Zeiten der Revolution. Widerstand, der sich auf den Seiten von Schulheften ausbreitet. Wenn ein Volk sich erhebt, träumt die Erde. Zu Foucault sagt sie, I let you be in my dreams if I can be in yours. Erfindung des anderen jenseits der Grenzen von Orient und Okzident. Foucault schreibt seinen letzten Artikel für den Corriere della Sera am 13. Februar 1979. Das ist Khomeinis 2. Tag im Iran, zurück von Paris. Vom Piloten der Air France aus dem Flugzeug die Treppe hinabgeleitet. Neue Zeit. Triumphzug zum Friedhof Besht Essara, wo all die getöteten Schah-Gegner beerdigt liegen. Er sagt, der Schah hat nur den Friedhof vergrößert. Wenige Worte, mit denen er sich der Toten bemächtigt. Zur gleichen Zeit verschwinden die Iraner aus der Stadt, in der ich studiere, Gießen. Unter ihnen viele Trotzkisten. Sie kommen von woanders, nicht aus dieser Garnisonsstadt, bewacht von den Burgen Gleiberg und Wetzberg. Ich sehe sie in Kneipen und Cafés sitzen, nächtelang reden, rauchen, immer die Letzten. Warten wie die Kinder im Saal der Rheinterrassen, dass endlich der Vorhang aufgeht und der Mond sich ergibt. Schon sind sie weg, kommen nicht wieder. Die Stadt noch hässlicher, nichts, was aufblitzt, kein Geist, kein Ornament, kein Teich mit sprechenden Fischen. Da weiß ich noch nicht, dass ich ihnen wieder begegnen werde, ihren Bildern und Abbildern, ihren Kindern und Gräbern. Ich starre sie an, verliere mich in ihren Anblicken, auf die ich in Teheran überall treffe. Junge Männer und Frauen sehen aus wie sie, rauchen, trinken Kaffee, sprechen wie früher die Studenten der CISNO. Gleichen in Fotos aus der Zeit des Aufstands. Ihre Art, sich zu bewegen, wie Schattenrisse, aus etwas herausgetrennt, was sie mit sich bringen. Es gibt Länder, Landschaften, es gibt Lichteinfälle, die sofort zu uns sprechen, und andere, die lange nichts sagen, bis etwas wie mir in Mumbai in der Wohnung des Schweizer Konsuls geschieht. Ich schaue zum Fenster hinaus, höre den Namen, sehe die See. Sofortiger Anschluss. Ein Land ist da, wo ich vorher kein Land ahnte. Erst durch das, was dazwischen liegt, was an die gegenüberliegende Küste schlägt, was die eine Seite auf die andere überträgt, füllt sich eine Absenz, die wie ein Riss durch mich geht. Kurz darauf, als wir in Delhi nach der Filmvorführung in der Schweizer Botschaft im Morgengrauen die Milane kreisen schon über den Baumkronen durch die Malraux-Straße gehen, ist mir, als höre ich Malraux sprechen. Er scheint zu ahnen, was sich mir in Indien eröffnet hat, was nicht Indien ist, nur ein Wechsel, eine Drehung der Richtung. Was wollen Sie in Persien, nur um weit weg zu sein? Und ich denke wieder an die Himmelsgräber, Feuertempel,
die Quellen in den Bergen, an Nietzsche und seinen Souffleur, an Zarathustra, an das Gespenst, das vor mir geht und viel schöner ist als ich. Ich denke an die Ferne, die ich in mir trage, die langsam durch mich durchgeht, als wäre ich ein Land mit vielen unterschiedlichen Landschaften, die aneinander grenzen, ineinander übergehen, nicht aufhören, Teile eines einzigen Lands zu sein. Da steht das Kind, das einmal ich war, am Fuß der Treppe zum Bahnsteig im Kölner Hauptbahnhof. In der Hand eine Bahnsteigkarte. Die haben ihm die heiligen 3 Könige gegeben. Sie sind von Rages aufgebrochen, lange vor dem Mongolensturm, der die Stadt endgültig verwüstet hat. Alte Totenstadt, wo Khomeini mit seinen ersten Worten die Revolution zu Grabe trägt. Ich bin wieder da, mit dem Ticket nach Persien in der Hand. Was ich erst jetzt verstehe, im Licht der gebogenen Lampe, die wie in dem Bild von Tiepolo eine den Blicken verborgene Bühne beleuchtet. Alles, was ich sehe, ist die Wirkung einer Beleuchtung, die von hinter der Bühne kommt. Vielleicht bin ich da schon umgesunken, habe es geschafft, all das zu tun, was dem Schlafengehen zugehört. Zähne putzen, umziehen, Haare kämmen. Läuft ab, übernimmt das Kommando, von mir schon keine Spur mehr. Vielleicht schlafe ich schon und stelle mir die Berge vor, die ich morgen früh sehen werde. Alte Kähne, gestrandete Schiffe mit zerfetzten Segeln, kommen aus den Schlafmondfeldern, vollgeladen mit Rausch und Schatten. Unterwegs auf der Rückreise, wo die Zeit immer langsamer geht, bis sie eine ganz frühe geworden ist. Täuschen wir uns nicht, wir leben in so vielen gleichzeitigen Zeiten, die alle nicht aufgehört haben, da zu sein. Sie wahrzunehmen verwirrt uns, wir vergessen unseren Namen. Und dann hören wir den Namen eines Meers und können nicht anders, als zu denken, das bin doch ich. Danke. Danke. So, vielen Dank, liebes Publikum. Ich glaube, ich muss Ihnen auch noch die Gelegenheit geben, die Autorin was zu fragen. Vielleicht haben Sie eine Frage, Kommentare oder... Irina? Woher diese Faszination für Persien, für Iran? Eben von den heiligen 3 Königen. Also, nein, also das ist ja wirklich was Verrücktes, weil die kamen immer von woanders. Also das war wirklich so die nächst zugängliche Fremde eigentlich. Und zugleich würde ich sagen, also Persien ist ganz im Unterschied zu Indien, ist einfach ein Abendland. Ja, also es gibt von Nicolas Bouvier diesen tollen Schweizer Reiseschriftsteller, der hat ein sehr schönes Buch auch über Persien geschrieben. Und er berichtet, dass er in Persepolis war und dort hat der Wärter ihm gesagt, dass die Griechen Barbaren seien. Und das fand ich einfach eine unheimlich tolle Idee. Ja. Also vor den Griechen gab es die Perser und das war eine Hochkultur. Und das ist natürlich was ich einfach tatsächlich auch in dem Land wiedergefunden habe. Also dass ich immer wieder auch an den Menschen mitgekriegt habe. Also sie haben ein ganz klares Bewusstsein von einer sehr, sehr langen, großen Geschichte. Und dass die auch noch nicht zu Ende ist. Dass sie tragisch ist, das wissen sie auch alle, aber sie sind irgendwie ja, darin unglaublich bestimmt. Ja. Also das ist alles, was diese Faszination auch ausmacht. Ja. Und wirklich im ganz großen Unterschied zu Indien. Ja. Und ich finde auch, dass das, also so oft wird das ja so verwechselt, also Persien, die haben eine völlig andere Sprache, das ist nicht Arabisch, ja. Das ist wirklich Persisch.
Und es ist sehr toll, dass ich jetzt das ist ein Buch von mir, das ist von 96, ich glaube, damit war ich das erste Mal in Willenice eingeladen. Und das heißt eben Indiander und es handelt von einem Kind, was eine Rechtschreibschwäche hat. Deswegen schreibt es halt Indianer falsch, also Indiander. Und das diese Rechtschreibschwäche nutzt, um andere, passendere Wörter zu finden, um das schreiben zu können oder sagen zu können, was es empfindet. Und das ist tollerweise in Farsi übersetzt jetzt, also durch meine Reisen. Ich habe einen Übersetzer kennengelernt, eine Verlegerin. Und auch jetzt, Ich bin ein Hügel ist auch schon übersetzt und das finde ich natürlich unheimlich toll, diese Vorstellung, dass es in dieser wunderbaren alten Sprache übersetzt ist. Aber das ist so. Ja. Gibt es sonst noch? Ja, Alex? Das ist ja eine Frage, weil Sie vorhin gesagt haben, dass Sie... Okay. Sie haben vorhin gesagt, dass Sie Trotzkistin waren, schon mit 20 dann nach Indien gefahren sind und nach dem Indienbesuch verstanden Sie nichts mehr, weil das offensichtlich Ihre ganze Vorstellung über den Haufen geworfen hat. Wie war das denn mit dem Trotzkismus? War das dann auch vorbei? Ja. Wie können Sie das erklären, warum? Was Sie Weil ich dachte, das ist alles viel zu groß, das ist viel zu allgemein. Ich kann nicht mehr allgemein denken. Also ich kann schon noch versuchen, in Strukturen zu denken, aber dieses Allgemeine, diese Vorstellung, dass man diese Welt revolutionieren könnte, weiß ich nicht. Und ich meine, jetzt dieses Buch, was eben sehr stark mit Abbas Kiarostami arbeitet, also das ist auch was, also durch seine Filme dachte ich, wenn jemand solche Filme macht, wenn es solche Kinder gibt wie in seinen Filmen, dann muss ich in dieses Land, ja, das muss ich sehen. Außerdem habe ich einen sehr tollen Freund und tollen Lyriker, Farhad Shoghi, vielleicht kennen Sie den. Den kenne ich Gott sei Dank auch schon lange und der ist für mich auch immer so, das ist ein halber Perser, aber immer noch genug, ja, um sehr faszinierend zu sein. Und Abbas Kiarostami sagt in einem sehr späten Interview mit Nancy, dass es ihm darum ginge, mit schwachen Mitteln gegen die Übermacht vorzugehen. Ja, und also eben er kommt aus diesem Revolutionsland mit dieser unglaublichen Verkehrung, ja, also diese Revolution, die sich so gegen das, was gewollt war, gewendet hat. Und davon haben auch die Menschen dort ein ganz tiefes Bewusstsein. Das haben sie mir immer alle auch gesagt. Also ich war 19 das letzte Mal da und war auch erstaunt, wie viel sie geredet haben. Also in den Bussen, in den U-Bahnen und so. Also ich bin unheimlich schnell in Kontakt gekommen. Und er sagt eben das mit schwachen Mitteln. Und ich glaube, das ist das mit dem Trotzkismus. Also ich habe nicht mehr an die starken Mittel geglaubt. Also ich finde Trotzki und Trotzkismus immer noch toll und so, aber für mich, deswegen schreibe ich ja auch und glaube auch an das Schreiben. Ich glaube auch, dass man durch das Schreiben und durch die Literatur wirklich was verändern kann, also tatsächlich. Ja? Und das sind die schwachen Mittel. Und ich glaube, dass nur die schwachen Mittel gegen die Übermacht helfen. Ja, also so. Aber dafür habe ich auch lange gebraucht, weil man natürlich, also ja, ne, mit schwachen Mitteln steht man schwach da. Und man bekommt ja immer eigentlich mitgeteilt, man braucht starke Mittel. Und im Moment sind ja alle wieder wie wahnsinnig am Aufrüsten, als ob das irgendwas helfen würde. Ja, also gut. Noch Meldungen, noch Fragen, Kommentare? Wenn nicht, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei unserer Autorin. Ich bedanke mich auch sehr herzlich bei Ihnen, dass Sie gekommen sind. Ich muss noch einmal betonen, dass wir das durch die Schweizer Botschaft und Pro Helvetia ermöglicht bekamen. Und ich bin sehr froh, dass wir das realisieren konnten. Vielen, vielen Dank und einen schönen Abend noch.